Morgens ist die Welt noch in Ordnung. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Servus Wolfgang. Wollt ihr schauen, ob alles gut ist? Gut. Daniel Obermeier hat einen Job, bei dem er nie weiß, was passiert. Seine Schützlinge haben einiges hinter sich. Sind aus unterschiedlichen Gründen gestrandet, psychisch schwer belastet. Sie brauchen Unterstützung, damit sie wieder ins Leben zurückfinden. Daniel Obermeier und Andreas Edenhofer sind Sozialpädagogen im Caritas-Wohnheim für alleinstehende Männer in Regensburg. Es sind Menschen wie Sie und ich und freilich gibt es immer wieder mal Probleme, aber im Großen und Ganzen sind wir da ein ganz lieber Haufen. Die Probleme, die sich hier auftun, können durchaus an die Substanz gehen. Frustrierend ist, man investiert viel Arbeit, viel Mühe, man hat die auf den richtigen Weg gebracht und dann machen die einen Fehler. Der häufigste Fall ist, dass beispielsweise ehemals Alkoholabhängige wieder rückfällig werden oder wenn Leute wieder straffällig werden zum Beispiel. Das persönlich kann ich nicht ganz so einfach wegstecken. Was für die meisten Menschen Routine ist, Post zu bekommen zum Beispiel, kann bei den Bewohnern im Übergangsheim puren Stress auslösen. Wenn ein Brief vom Gericht kommt oder eine Absage vom Wohnungsamt. Die beiden Sozialpädagogen sortieren und verteilen die Briefe persönlich, begleiten die Bewohner, wenn es unangenehm wird. Schau dir das mal genau durch, aber bring's noch mal vor, weil ich glaube, das ist wichtig. Okay, gut. Mike hat gerade einen Brief vom Bezirk Oberpfalz bekommen. Ja, komm rein, Mike, klar. Du weißt ja, da ist darum gegangen, dass du die Miete für dieses Monat nicht ganz zusammenbekommen hast. Deswegen sage ich ja, also ich bin eigentlich mit der Ratenzahlung einverstanden. Super, gut. Ja. Nicht immer liegt die Lösung so nah wie in diesem Fall. Es gibt immer wieder Situationen, wo es schwieriger wird, wo man ein bisschen Psychohygiene betreiben muss, immer wieder. Und da ist der Andi der Einzige, mit dem ich das besprechen kann. Zum anderen müssen wir uns gegenseitig blind aufeinander verlassen können. Unbedingt das Vertrauen, das haben wir auch gegenseitig zueinander. Unterstützung im Alltag bekommen die beiden von Praktikantin Claudia Rösner, die hier mit David den Einkauf erledigt. Doch den Bewohnern den Glauben an sich selbst zurückzugeben, gehört zu den Aufgaben von Edenhofer und Obermeier, auch wenn es nicht im Vertrag steht. Um das zu leisten, braucht es mehr als nur gute Zusammenarbeit. Das ist wie, als wären sie schon immer da, als wären sie befreundet, als wären sie Brüder, weil sie auch privat was unternehmen. Und das Klima, das Arbeitsklima, das ist total harmonisch. Die Bewohner des Übergangsheims fangen meist wieder von ganz unten, von ganz vorne an. Oft genug in gespendeter Kleidung. Leider zu groß, aber der wird da wirklich stehen. Auch heitere Momente gibt es also. Und die werden natürlich auch geteilt. Manchmal wundert es mich, das greift so ineinander. Man muss sich oft nicht mehr nur absprechen, sondern der eine fängt halt dann an mit dem, dann weiß der andere sofort, das muss jetzt gemacht werden. Also man kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür. Und ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wie das flutscht. Ja, jeder hat so seinen Part, den er halt lieber macht einfach und da ergänzen wir uns. Bei härteren Vorkommnissen ist es mir sehr wichtig, dass ich einen Kollegen habe, mit dem ich Rücksprache halten kann, mit dem ich mich absichern kann, ob ich jetzt völlig auf dem Holzweg bin oder ob wir das gemeinsam tragen können. Also keiner von uns wird jetzt einen Bewohner rauswerfen, ohne den Kollegen zu befragen. Am Ende des Tages kommt der ehrenamtliche Nachtdienst. Heute ist das Kapuzinerpater Clemens. Genau, Pater Clemens, grüß dich. Denn alleine bleiben die Bewohner nicht. Für den Ernstfall haben Obermeier oder Edenhofer Rufbereitschaft. Es gibt eine kurze Übergabebesprechung, dann haben es die beiden für heute geschafft. Und morgen ist ein neuer Tag. Einen schönen Feierabend. Ja, Bis morgen. Daniel. Bitte, ciao.